Also wir sind in tours, en tots odle sur selva. Actualment vai eu dina cinciau romange casa, ciancela dina romange casa, con collega's. Ja. Geweldig. Ik sta op het punt om met een groep Friese jonge filmers naar Zwitserland te gaan. We reizen naar het deal dat ze retro-romaans praten. Zin je, Max? Een van de 4 talen die ze spreken in Zwitserland. Ons doel is om contacten te lezen en meer te leren over haar taal. Onderwijs hebben we de nederige uitdagingen. Start. Ja, maar dan die denk ik. Misschien is het dan wat deze, hè? Misschien is het dan wat deze. Deze zit er wel wat liets eruit. Nee, dat ligt ook nog wat op. Wat is dit dan? Ik ga niet idee. Alleen informeren. Gelukkig rijdt de auto ook op benzine en kunnen we onze reis vervolgen. Een reis die wel tolwoorden doort. Mooi. En Max, gaat nou goed met die? Ja! Zwitserland in maart. Het brengt bij sommige mensen een beetje de holle op hol. Zou de sneeuw wezen? Zal er wel sneeuw wezen? Ja, zal er wel sneeuw wezen. Oh ja, misschien wel skiën heen. Dat is zo fijn, hè? Een beetje skiën heen, lekker skiën. Oh, in die bergen. Oh, prachtig, prachtig. Het is tolvoer s'nachts. Live verslag vanuit de Ford Transit. Ja, ik ben krijg haast aangeroen in Rieten. Jongens, volgens mij zijn we gearriveerd. Klootzak. Na 14 uur komen we in het donker in het prachtige Casus. Die is de roerleiding van het huis. Spreken we gelijk met gastvrouw Andrea over de taal. Mein Hochdeutsch. Hochdeutsch, ja. Deutsch, aber wir sprechen Schweizerdeutsch. Schweizerisch? Ja, das ist eine ganz andere Sprache, da verstehst du mich überhaupt nicht. Ist das genau dasselbe wie Retro-Romansch, oder? Nein. Gelukkig kennen we de belangrijkste woorden in de Duitsal. Bier, dat is over een bier. Meer bier. Lekker biertje. Na de eerste waskazingen onder de jongerijn kan het feest losbarsten. Jongens, ik heb een hele goede reputatie bij Airbnb. Ik ben met plezier het rest van West. Dat is mijn reputatie. Ja, wel, absoluut wel. Iedereen wel. Dat is onmogelijk, dat is extra leuk. Hier achter je ook nog. De Wodka Boys zijn officieel sneuveld. Nee, dat de eerste wolken oplutsen binnen van de hinderreis, kunnen we eindelijk zien waar we bedaren binnen. Max, als er hier een wolk nog zien naar boven? Wat? Nee, wat vast bergwetter ben we helemaal klaar voor de reis naar Koer. Bakermarkt van het retro-romaansk. Geweldig. De toer naar Koer, wie we regen dan verwachten, want de berg is bezaaid met sneeuw. Maar geen tijd voor sneeuwpret, want u moet onderzoek doen naar het retro-romaansk. Onderaan de berg, in het Zwitserse Koer, lijkt geen sneeuw, dus we kunnen gewoon eens werk doen. Ja? Ja. Als eerste gaan we op zoek naar de mensen die deze bijzondere taal spreken kennen. Wir suchen Leute, die Retro-Romanisch sprechen. Das kann ich nicht. Deutsch schon, aber nicht Romanisch. Kein Romanisch? Nein. Nein, gar nicht. Nein. Und was finden Sie von der Sprache Retro-Romanisch? Schöne Sprache. Ja, aber wir verstehen sie nicht. Nein? Nein. Nicht gewollt? Warum nicht? Ja, weil es mir nicht gefällt. Und warum gefällt Ihnen das nicht? Ja. Das ist gleich wie Schokolade. Man liebt es oder man liebt es nicht. Maar wie zijn trogzetters, dus we gingen gewoon terug. En nee, wij wat vast bergwetter, kunnen we de juiste meesten vinden. Welke Sprache sprichst du? Also, wenn der Lenja die Nota, die ist Mensch. Und von wem hast du diese Sprache gelernt? Ma da miei genitori, dalla scuola, un po' da tutto. Unsere Eltern sprechen das und wir sind, ja, unsere Muttersprache ist das. Also wir sind schon Kindheitsfreunde und kennen uns schon seit 10 Jahren. Ja, 10 Jahre. Ja. Und sprechen Sie denn auch Romanisch miteinander? Ja, immer. Ja, kann man auch etwas sagen denn in Romanisch? Weil, ja, wir hören, wir haben das nicht. Ja. Ja. Also wir sind in tours, en tots odle sur selva. Actualment vai eu dina cinciau romange casa, ciancela dina romange casa, con collega's. Ja. Und was meint die Sprache für dich?
Ja, also ich finde einfach, es ist so eine schöne Sprache, weil man versteht sich so untereinander. Zum Beispiel vom Engadin versteht man sich alle untereinander. Und es ist so eine Sprache, die nicht jeder kann, deswegen ist es etwas Einzigartiges. Ze zijn zelfs zo grutskop dat ze een eigen omroep hebben. En hier hebben we in contact. En die heet Flavio Bundi. Bundi spreekt ook Rätoromaansk. En na een studie in een grote stad in Zwitserland is hij veromgekomen bij zijn geboortegrond. Hij vertelt dus alle kenniskerige dingen over het Rätoromaansk. Ze hadden taal ongeveer 6000 sprekers. Ik had taal 5 dialecten en een eigen nieuwsblok op een landelijke tv met zo'n 100.000 joggers. Hier laat u zien wat voor mooie faciliteiten ze daar hebben bij de RTR. Larissa Gasser figuresce eerst ambassadore per quel grand event de sport Ciancela. And now we are putting all together that makes sense to tell a history for children because it's a program for children which will be on TV tomorrow. Femke befragt Flavio Bundi over zijn relatie met het Rätoromaansk. Die rätoromanische Sprache ist in erster Linie Heimat. Also es ist meine Vatersprache, es ist meine Muttersprache, meine Vatersprache und die gehört zu meinem Alltag dazu. Es ist jetzt nicht nur bei der Arbeit, sondern auch im privaten Leben und damit verbinde ich schlussendlich einfach auch Heimatgefühle damit. Die Weitergabe der rätoromanischen Sprache ist extrem wichtig, weil es gibt nicht immer mehr, die Rätoromanisch sprechen. Darum ist es ganz entscheidend, dass diese Sprache auch weitergegeben wird. Aber es ist eine Herausforderung, weil jetzt in meinem Fall, meine Frau ist aus Bern, aus der deutschsprachigen Schweiz. Und unsere gemeinsame Sprache ist dementsprechend auch Deutsch. Wenn ich dann mit den Kindern alleine bin, versuche ich natürlich auch Rätoromanisch zu sprechen. Es ist aber ganz ehrlich gesagt eine Herausforderung. Het is lastig om de taal terug te gaan omdat zijn liedse taal onder druk staat. Dat is juist in het Friesk. Daarom is het tegenwichtig om de taal te spreken, te blijven en je zelfs net te verbreken. Ja, also mit der Zeit merkt man es dann, weil es gibt Wörter, die man zum Beispiel im Deutschen überhaupt nicht kennt und im Romanischen schon und dann anhand von dem weiß man dann, ob eine Person Romanisch spricht oder auch von der Aussprache ist es komplett anders. Und sind Sie dann auch stolz auf diese Sprache? Ja, weil es sprechen so wenige diese Sprache, dass es gerade schön ist, dass man etwas für sich hat eigentlich. Ist es dann auch echt, wie sagt man das, echt anders, um diese Sprache miteinander zu sprechen? Ist das echt ein anderes Gefühl, oder? Ja, eigentlich, wenn man zum Beispiel in einem anderen Land ist, dann ist es ganz schön, weil man kann über alles reden und niemand versteht einen. Und es ist eigentlich schön, wenn man so eine Geheimsprache füreinander hat. So, ja. So fühlt es auch wie eine Geheimsprache? Ja, in den Ferien schon, sicher. Hier jetzt nicht, aber sonst, ja, es ist recht praktisch. Onze volgende stap is bij Lia Romancia, de aanvoeg van het Rätoromaansk. Bij Lia Romancia wordt dus nog beter duidelijk hoe lieds deze taal is. Zo wordt dus verteld dat er meer mensen Portugees spreken dan Rätoromaansk in Zwitserland. Toch vindt ze het heel belangrijk om in de taal te investeren. Mijn nome è Andreas Gabriel, io lavoro per Lia Romancia. Io sono il vice segretario generale e si occupa del Consum con la Repräsentation di Interesse. Familie ist eine wichtige Stütze für die Sprachförderung. Die Kinder lernen zuerst Rätoromanisch in der Familie. Wenn sie dort Bezugspersonen haben, die regelmäßig mit ihnen Rätoromanisch sprechen, dann ist das sehr wichtig. Oors dan hier in Friesland weten de meesten die Rätoromaansk spreken 4 uit elkaar. Ze vindt het belangrijk om de mensen op bij elkaar te brengen, omdat het heel belangrijk is bij het in stand houden van deze taal. Want hoe vaker die het jaren, hoe normaler de taal is. Wir organisieren außerhalb des Sprachgebiets Treffen für Kinder, eigens dafür gegründete Vereine, die Treffen für Kinder organisieren in Zürich, Bern, Winterthur, den großen Städten. Da treffen sich 10, 20 Kinder einmal pro Monat zu einem Thema, vielleicht saisonal, vielleicht machen sie einen Ausflug in den Zoo und sprechen über die Tiere und so lernen sie Rätoromanisch in allen Alltagsbereichen. Ich finde, es ist sehr wichtig, es ist essentiell, dass so eine Sprache, die auch zum Kulturgut dazugehört, dass die weitergegeben wird, weil nur so wird sie auch gelebt. Und ich finde, da sie auch die 4. Amtssprache ist der Schweiz, gehört sie auch, oder macht sie die Schweiz auch viel reicher und viel bunter. Und darum ist es schon ein Anliegen, auch durch die Arbeit hier bei RTR, dass die Sprache am Leben erhält bleibt. Ja. Hoe haast de taal levend? Toch bij te meidje. En derde taal mee te spreken
En gelukkig wordt de jeugd dat wel. Ja, also sicher mit meinen Kindern werde ich das, glaube ich, also ich werde es ihnen zeigen und ja, ich will es schon weiter pflegen, aber ja, halt allgemein kann man jetzt nicht viel machen als einzelne Person. Wie ben daar op een gegeven moment om het film geweest op een stritten, hebben we een paar dames interviewd, nou en toen? Nee, je wil het net hoe haar. Nee, je moest net over praten? Nee. Maar dan kerst gewoon hoe het net in detail te treden. Oké, ja, nou, dat was wel een leuk famke en ja, that's it. Dat is toch hartstikke leuk, toch? Ja. Nou, ik had er net super vol van mij kregen, want ik wil lekker ontfilmen natuurlijk. Ja. Ja, en ik wil meer op mijn shot ontletten dan op hun. Ja, en letter dacht ik wel van, ja. Wat dacht je? Ja, een beetje nog zo wie we naar Vietnam einde op te nemen. In Zwitserland, dus ik dacht van, als ik gewoon naar een kleine Zwitserland, is een beetje hetzelfde. Hè? Wat ik nog steeds wil, Tierentak, provincie Friesland, voor die Sinten, dat we dus naar Zwitserland komen, om in de kunde te komen bij die prachtige minderheidstaal, het Retoromaans, wat we natuurlijk super nieuwsgierig vonden. Wie haak, nadat we weer omkwamen binnen, hebben we dus een hele leuke podcast opgenomen met onder andere Max, Femke en Bram. Dan praten we nog even naar hoe van, hoe voelen we het al hier? Nou, die link is te vinden hieronder in de beschrijving of die komt nog in beeld. Dat weer eigenlijk. En ik hoop dat we deze subsidie van de provincie Friesland werk krijgen kennen. Want dan geven we een orenminderheidstaal daar. Ik misschien wel met orenmeesken om even te ondervinden hoe die minderheidstaal dan doet. Vond je het een leuke video? Dan doe hem heen. Volgens mij abonneer je op de Frieske Vlogger. Geweldig.